Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Hört mal». Es ist eine Weile her, aber ich freue mich umso mehr. Das hat sich gereimt. Die heutige Folge wird präsentiert von der Minerva. Haben Sie sicher auch schon mal gehört. Bei mir bei «Hört mal» geht es ja des Öfteren wirklich darum, etwas aus sich selber zu machen und ein bisschen, weiss auch nicht, sich selber zu verbessern. Aber es geht auch nicht um das. Aber ich glaube, die Essenz ist schon, wir wollen uns hier einander gut tun. Und vielleicht habt ihr euch in letzter Zeit ja gedacht, vielleicht würde ich gleich gerne noch studieren. Vielleicht liegt hier mehr drin bei mir. Vielleicht auch, weil ich von der PH erzählt habe, haben sie gedacht, das wäre ja eigentlich auch noch etwas. Und für das ist eben die Minerva perfekt. Minerva ist nämlich eine Schweizer Privatschule und in der Deutschschweiz haben sie 6 verschiedene Standorte. Also das ist mega viel für die Deutschschweiz. Hallo, überall gibt es einen Standort. Ihr könnt es wirklich überall machen, wo ihr nach der Lehre könnt die Berufsmaturität abschließen. Und mit einer abgeschlossenen eidgenössisch anerkannten Berufslehre braucht ihr nicht mal eine Aufnahmeprüfung. Also ihr könnt einfach straight up dort hingehen und eure Berufsmaturität absolvieren. Und dann könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Mit der BM könnt ihr dann direkt an die Fachhochschule oder ihr könnt Passerelle machen und dann stehen eigentlich alle Türen offen. Also ihr könntet dann an die Uni, an die ETH, an die PH, was das Herz begehrt, oder? Und das fände ich wirklich im Fall richtig crazy. Wenn jemand von euch das jetzt macht und nachher noch Passerelle absolviert und dann irgendwie an die ETH geht, dann bitte erzählt es mir in so 10 Jahren. Und es gibt auch ganz verschiedene Modelle. Ihr könnt es berufsbegleitend machen, Vollzeit, aber auch Teilzeit. Wenn ihr es Vollzeit macht, dann geht es 2 Semester. Also ihr habt eure Berufsmaturität in einem Jahr. Und dann könnt ihr einfach studieren. 1 Jahr und ihr könnt studieren. Hallo? Die Lehrgänge startet Mitte August und Ende Januar. Also jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich zu informieren. Ihr habt noch genug Zeit, um euch anzumelden für August. Und sonst vielleicht nochmal sacken lassen bis im Januar. Aber ich sage, das ist eine gute Sache. Weil man sagt doch auch immer, Weiterbildung ist immer eine gute Investition. Das haben wir alle immer gesagt. Bildung hat man nie genug und es lohnt sich immer. Auch wenn ihr schlussendlich vielleicht trotzdem etwas ganz anderes macht, als ihr jetzt im Kopf habt. Genauso wie bei mir. Ich habe ja auch ein Gimmick gemacht, um einfach alles zu machen und dann dachte ich studiere Psychologie und schaut jetzt, wo ich bin. Ich hätte literally auch einfach eine Lehre machen und Berufsmatur und dann irgendwie so an PH. Aber I didn't. Oder über minervaschulen.ch kannst du dich direkt anmelden oder auch ein Beratungsgespräch vereinbaren, wo sie dir nochmal alle Infos geben und gerne für dich da sind. Den Link findest du natürlich auch in der Beschreibung. Und eben, ich kann euch wirklich von Herzen empfehlen, das zu machen. Wenn ihr so ein bisschen den Drang dazu habt, noch etwas mehr zu machen und euch weiterbilden, einen Studiengang euch irgendwie so im hinteren Hinterkopf anmacht, dann macht es. Wir sind so jung und auch wenn du nicht mehr so jung bist wie ich, du kannst das immer machen. Du kannst immer noch dein Leben umgestalten und lieber machen wir es jetzt, als dass man dann irgendwie in 50 Jahren so denkt, boah, hätte ich doch das nur gemacht. Darum, ich finde das eine mega coole Sache. Informiert euch bitte, bitte, bitte und macht und traut euch. Und danke vielmals an Minerva fürs Sponsoren. So, die heutige Folge geht eigentlich darum, wisst ihr was, man kann einfach nicht alles haben. Das ist mein Statement heute. Genau jetzt auch mit dem POV, du willst die Berufsmatur machen, okay? Du willst es machen, aber für das musst du auch etwas aufopfern. Erstens kostet es Geld, zweitens kostet es Zeit, drittens kostet es Mut. Du musst vielleicht dein Leben nochmal ganz umstrukturieren. Du hast vielleicht schon deinen Beruf, wo du voll gut drin bist und so voll deine Situation schon etabliert hast und du weißt, so, wo du stehst im Leben. Aber du willst jetzt die Berufsmatur machen. Dann musst du halt das opfern, dass du den Comfort hast und dass du irgendwie halt deine Situation eigentlich schon gehabt hast, um nachher einen cooleren Outcome hoffentlich für dich zu haben. Sonst würden wir ja so Zeug nicht machen, wenn wir denken würden, ja, nachher schiesst es mich nur an, dass ich die Berufsmatur habe, dann macht es ja niemand. Aber so Sachen, wo Aufwand kosten und auch nicht einfach nur mega chillig sind zu machen, weil eben eine Berufsmaturität in einem Jahr ist natürlich dann vielleicht auch anstrengend. Oder vielleicht ist man sich gar nicht mehr gewöhnt, in die Schule zu gehen, muss erst mal wieder reinkommen, so Sachen. Oder man hat Angst, dass man dort keine Leute kennenlernt. Alles, es kann ja wirklich alles eine Sorge sein, wir kennen es ja. Wir sind bei «Hört mal», alles ist eine Sorge. Aber am Schluss bringt es dir etwas. Und die coolen Sachen, die einem etwas bringen, sind nie chillig zu machen, meistens. Was ist chillig? Was ist ohne Opfergabe, wo cool ist? Weiss nicht. Es ist halt langfristig meistens nicht cool, wenn es einfach nur easy peasy lemon squeezy ist zum Erreichen. Also zum Beispiel auf TikTok scrollen finde ich super. Finde ich mega schön. Wirklich, ich freue mich jeden Tag, wenn ich einen Zeitpunkt habe, wo ich einfach nur scrollen kann. Was auch krank ist. Aber ich freue mich. Aber bringt es mir langfristig etwas? Nicht wirklich.
es ist kurzfristiges Entertainment. Mein Hirn macht es wahrscheinlich kaputt. Mein Dopaminspiegel, wenn wir gar nicht darüber reden, alles so Sachen. Und alles, was langfristig mir gut tun würde, finde ich natürlich mega anstrengend und blöd zu machen. Zum Beispiel jetzt, wenn ich angefangen ins Gym zu gehen. Bin jetzt Gym-Girl. Ich muss jetzt trotzdem irgendwie probieren, alles unter einen Hut zu bekommen, aber habe jetzt wie noch eins, ich finde es mega unangenehm zu sagen, dass es mein Hobby wäre. Es ist irgendwie nicht mein Hobby, aber es ist ja ein Hobby. Keine Ahnung, okay, ich muss jetzt ein neues Hobby zusätzlich irgendwie in mein Pensum reinbekommen. Ich hatte vorher eigentlich schon keine Zeit für irgendetwas, wenn ich wirklich alles durchziehen würde, wie ich es müsste. Aber das Ding ist, I'm lacking. Ich mache dann halt einfach anderes Zeug nicht so, wie ich es sollte. Und das ist jetzt halt einfach irgendwie eine Priorität von mir geworden, ins Gym zu gehen, weil es mich gut fühlen lässt und weil ich halt auch einfach, weil ich mich unwohl gefühlt habe, vor dem ins Gym zu gehen. Ich war einfach wirklich so sau ungesund vor dem und ich wollte es einfach ändern, weil ich bin mir nicht gewöhnt, so schrecklich ungesund zu sein. Ich bin irgendwie in das Ungesunde reingerutscht und nie mehr rausgekommen. Und irgendwann kannst du es halt nicht mehr weitermachen, außer du willst das Leben lang ein ungesunder Sieg sein. So, aber ich musste auch jetzt etwas opfern. Und zwar reite ich zum Beispiel gar nicht mehr so viel. Was mega schlimm ist, was ich ein mega schlechtes Gewissen dafür habe und was auch nicht fair ist, meinem Ross gegenüber. Und das muss ich irgendwie in den Griff bekommen. Ich opfere dafür keine Ahnung, meine TikTok-Zeit. Ich opfere dafür Zeit mit meinen Leuten, weil ich denke, ja, ich würde eigentlich lieber schon meine Routine durchziehen. Alles so Sachen, aber am Schluss bringt es mir ja natürlich etwas, wenn ich, sagen wir mal, keine Ahnung, ein Jahr mein Gym durchgezogen habe und Fortschritt sehe und mir gut geht und körperlich und ich mich stark fühle und so weiter und so fort. Und nicht mehr jeden Tag mir denke, boah, ich bin so ein Opfer. Du bist so ein Opfer, Bro, du machst nichts. Du ziehst nichts durch. Weil das ist so, das Gym gibt dir wenigstens, wenn du wirklich auch halt so ein paar Mal in der Woche gehst und du hast so, es ist ja egal, wie oft du gehst. Wenn du dir das Ziel setzt, du gehst einmal in der Woche und das durchgezogen hast, dann hast du etwas durchgezogen und fühlst dich actually auch so, als hättest du etwas durchgezogen. Und das gibt einem eigentlich fast nichts im Leben, weil nichts ist so messbar wie, bist du im Gym gewesen? Ja, nein. Ok, erreicht. Kannst du nicht jede Woche sagen, bin ich eine gute Kollegin gewesen? Ja, vielleicht, wer weiß, dort weniger und dort mehr. Wisst ihr, was ich meine? Aber so das Gym ist jetzt ein mega gutes Beispiel, wo man einfach so kann sagen, ja, erreicht. Auch wenn du vielleicht dann nicht krassen Fortschritt siehst oder, ich weiß auch nicht so ein geiles Workout hast, ist ja egal, weil du bist dort gewesen. Das ist eben das Geile am Gym. Aber auch das kannst du nicht haben, ohne etwas anderes aufzuopfern. Und auch das kannst du nicht haben, ohne dass es mega unangenehm ist, eine Zeit lang. Du hast keine Ahnung, was du machst. Du musst irgendwo an einen Ort, wo es die ganze Zeit andere Menschen hat, die es wahrscheinlich besser können als du. Das ist sowieso das Schlimmste an allen Sachen, wo man irgendwie neu anfängt, dass man es halt nicht kann. Und ich persönlich, glaubt mir, wenn ihr jetzt sagt, ja, das kann ich einfach nicht, ich bin die grösste Verfechterin von dem, dass ich hasse Sachen zu machen, die ich nicht einfach gut kann. Und ich will sie auch nicht üben. Entweder ich kann es oder ich kann es nicht. Wenn ich es nicht kann, dann ist es halt einfach scheiße. Wie Mathe. Dann habe ich einfach nicht können und habe nie gemacht. Aber wenn ich es geübt hätte, wäre ich jetzt weißt, wie gut in Mathe. Es ist nicht, dass ich keine Mathe kann. Ich habe keine Mathe-Schwäche. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Würde mich schon noch wundern, ob ich das habe. Aber jetzt mal, wahrscheinlich habe ich das nicht. Und ich habe es einfach nie geübt. Und jetzt ist langfristig die Folge davon, dass weil ich das nicht aufgeopfert habe und mir die Mühe nicht gegeben habe, weil ich halt einfach andere Prioritäten hatte, was ja auch fair ist, weil eben, man hätte nicht alles können haben. Ist aber langfristig die Folge, dass ich für immer strugglen wird mit Mathe im Vergleich zu anderen Sachen. Wenn du das hörst und ich bin zukünftig deine Lehrerin, Primarniveau schaffe ich schon noch. Don't underestimate me. Aber auch das, wenn wir jetzt beim Notenthema sind und so Schulfächer und so, ihr schreibt mir, also ich glaube, der häufigste Wunsch verfolgen ist, dass ich über Leistungsdruck rede und Schule und wie gehst du damit um? Oder ich bin jetzt im letzten Jahr von dem und muss noch durchziehen, aber will nicht mehr und es schießt mich an und ich kann nicht mehr. Wie gehst du mit allem gleichzeitig um? Leute, ich kann das im Fall auch nicht. Ich glaube, niemand kann das. Das ist wie, ich habe das Gefühl, in so die letzten paar Jahre wird einem noch viel mehr als sowieso schon in unserer Gesellschaft vermittelt, dass man irgendwie alles haben kann. Du kannst wunderhübsch sein, du kannst den durchtrainiertesten Körper auf der Welt haben, gleichzeitig nur ein Blättchen Salat am Tag fressen, den perfekten Freund haben, der dir jeden Tag Blumen schenkt und
so coole Kleider haben und jede Woche hast du eine neue Tasche und deine Familie ist super, super nett und du hast das beste Haustier auf der Welt und die geilste Wohnung und das Leben ist einfach nur wunderbar, wunderschön und dazu hast du noch einen PhD. So kommt es einem ja jetzt, so wird es einem vermittelt auf Social Media. Und wir alle konsumieren halt viel zu viel. Das heisst, wir alle haben wahrscheinlich unterbewusst irgendwo so das Bild von «Bro, ich bin die Einzige, die das nicht anbekommt. Ich bin die Einzige, die sich vornimmt, jetzt gehe ich ins Gym und nachher gleich nicht gehe. Ich bin die Einzige, die nicht Schulkollegen und vielleicht noch ein Hobby unter einen Hut bringen kann. Wieso kann ich nicht einmal das?» Oder vielleicht Leute, die sagen «Bro, ich kriege nicht mal die Schule an. Ich kriege nicht mal die Schule an und alle anderen haben 40 Sachen, die sie anbekommen.» Und das stimmt einfach nicht. Und das ist eigentlich auch meine Message heute, die ich euch sagen wollte. Es geht im Fall nicht alles. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr von 0 auf 100 einfach das ganze Leben angeschissen bekommt. Es geht nicht. Und man muss sich entscheiden, was man priorisieren will. Ganz einfach. Und eben nicht einfach, sondern ganz einfach gesagt und mega schwierig zu machen. Gerade bei mir im Gym, so das 3. Jahr war für mich das Schlimmste, habe ich irgendwie die ganzen Prüfungen überleben, aber gleichzeitig hatte ich 2 Rösse zum Reiten. Ich hatte noch einen Freund, der irgendwo im Gacko gewohnt hat, wo ich 2 Stunden angefahren bin, jedes Mal. Auch meine Kolleginnen hatte alles privates Zeug, das wirklich nicht toll war für mich in dieser Zeit. Und irgendwie musst du halt einfach, weil niemand hilft dir und niemand in der Schule kommt dir sagen, ja, Emma, weisst, weil du ja so viele Hobbys hast, die viel Zeit brauchen und daheim vielleicht gerade stressig ist. Weißt du was? Dann schreibst du halt die Prüfung nicht. Das sagt niemand. Und das ist das Schlimme, wir müssen es einfach anbekommen. Aber ich musste dann auch sagen, ja gut, aber dann sehe ich halt meinen scheiß Freund nicht so oft. Oder ja, dann gehe ich halt nicht in den Ausgang und dann mache ich halt nicht dies und das. Es ist nicht, weil ich mega das Bedürfnis habe, um in den Ausgang zu gehen, aber es wäre auch einfach nicht drin gelegen. Es wäre bei mir nicht drin gelegen, dass ich nachher das ganze Wochenende verkatert irgendwo rumlieren muss und nicht die Sachen machen kann, die ich machen sollte. So. Es ist geil, wenn Leute das können, aber vielleicht, wenn ihr so Leute zuschaut und denkt, Bro, wie schafft die das? Wie kann sie jetzt das ganze Wochenende einfach im Bett liegen? Wie hat sie ihr Leben trotzdem im Griff? Dann denkt vielleicht amigs daran, dass die Person vielleicht einfach das priorisiert. Vielleicht hat sie dafür keinen Freund. Vielleicht räumt sie nicht auf. Vielleicht putzt sie nicht. Vielleicht hat sie kein Haustier, das sie stundenlang am Tag damit verbringt. Vielleicht ist das einfach die Priorität, Spass haben im Leben. Und das darf es auch sein. Das ist gar nicht etwas Schlechtes, wie ich das jetzt formuliere, so, ja, du liegst das ganze Wochenende im Bett rum. Wenn das deine Priorität ist und du es cool findest und in diesem Lebensabschnitt gerade so machen willst, go for it. Aber das Problem ist halt, dass wir uns gegenseitig immer miteinander vergleichen. Und ich schaue dann das Leben von dieser Person an und denke, Bro, wieso kann ich das nicht? Wieso kann sie das so easy? Und man muss es im Fall auch nicht können. Genau gleich wie bei mir, ich habe mir früher schon auch ein bisschen gedacht, ja, die anderen, die gehen legit jeden Tag raus. Also früher so meine Friends oder so Bekannte, so Klassenleute und so, die man halt so kennt, die sind jeden Tag miteinander irgendetwas machen. Oder so an Rhein chillen. So einfach etwas zusammen gemacht. Und ich habe mir immer gedacht, also erstens, wie könnt ihr das? Das würde mich mega anschiessen. Aber zweitens, wieso kann ich das nicht? Und drittens, wieso habt ihr Zeit für das? Müsst ihr nichts machen? Und dann habe ich mir schon auch eine Zeit lang gedacht, ja, sollte ich das auch machen? Also ist es falsch, dass ich das nicht kann und keine Zeit habe für das? Und vielleicht auch so ein bisschen gedacht, oh, mega cool, dass sie das können. Und bei mir ist es einfach mega boring und scheiße, dass ich actually Sachen erledigen muss. Aber im Nachhinein denke ich mir so, ich hätte das nicht mal gerne gemacht. Also es hat mir wie gar nichts gebracht. Mir persönlich. Und darum habe ich es auch nicht priorisiert. Mir hat es viel mehr gebracht, in meinem Sport weiterzukommen und mit meinen Tieren Zeit zu verbringen und einfach so 1, 2 Kolleginnen haben, wo ich ab und zu mal etwas gemacht habe. Aber das ist halt meine individuelle Wahrnehmung und das ist für alle anders. Aber wir vergleichen uns halt immer. Period, Pooh. Period. Das ist eigentlich wirklich der ganze Point von dieser Folge. Dass wir uns die ganze Zeit vergleichen und jetzt immer nur so aussehmässig, das ist ja ein Thema. Oder wie viel wiegt man und wie viel Sport macht man. Das ist so der klassische Vergleich. Aber was so ein bisschen, glaub, in Vergessenheit geraten, ist, dass wir einander auch die ganze Zeit anschauen, was die anderen mit ihrem Leben machen. Genau auch wieder, das mit zum Beispiel jetzt Minerva.
du denkst dir vielleicht jetzt, wenn du zulässt und 30 bist, ja Bro, aber ich bin 30, ich kann nicht jetzt noch an die Privatschule gehen und meine BM machen. Das ist mega peinlich und dumm und die anderen sind alle 18. Stimmt nicht. Und was juckt es? Ganz ehrlich, was juckt es, ist ja dein Leben. Du hast immer noch so 50, 60 Jahre, wo du musst da sein musst. Und jetzt 50, 60 Jahre kein Studium absolvieren, weil du denkst, ja, ich habe zu spät angefangen. Was bringt es dir? Und was, also, nehmen wir mal an, du gehst wirklich dort an mit 30 und die 18-Jährigen lachen dich wirklich aus. Was juckt sie, ob du von irgendwelchen komischen 18-Jährigen ausgelachen wirst? Du weißt ja selber, wie du mit 18 bist. Und das ist allgemein etwas, was ich in letzter Zeit... Es fällt mir schwer, aber ich habe es probiert, in letzter Zeit ein bisschen mehr darauf zu achten, dass es mir ja wirklich egal sein kann, was irgendwelche random Leute sagen. Wenn das nicht meine engsten Leute sind, die mich wirklich mega gut kennen, dann hat es gar keine Gewichtung. Weil du kennst mich nicht. Wie willst du über mich urteilen, wenn du keine Ahnung hast, mit was ich meinen Tag verbringe, was meine Gedanken sind, wie es mir eigentlich so geht, wie ich als Person bin. Wenn irgendjemand bei mir kommentiert, gerade so ein Beispiel, letztens habe ich so ein Lip-Sync-Video gepostet, wie ich so abgegangen bin zu 21 Savage. Und dann kommentiert so irgendeiner, du tust mir mega leid. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich finde, das ist das Schlimmste, was du sagen kannst. Jemand ist so am Spass haben und du bist so, oh, ich habe Mitleid mit dir, du armes, kleines Ding. Was? Wieso? Dann habe ich irgendwie gefragt, wieso. Oder jemand anderes hat kommentiert, wieso. Oh, jetzt habe ich dann keinen Akku mehr, wartet schnell. Neuer Akku, neues Leben. Ich weiss ich nicht mehr, wo ich war. Ah, nein, der Typ, der kommentiert hat. Also nein, er hat kommentiert. Ich gehe stark davon aus, dass es ein Typ ist, aber wer weiß. Irgendwie tust du mir leid. 7 Likes! 7 Likes! Wer hat das geliked? Wenn ihr das mal gesehen, was ich da gemacht habe? Ich bin wirklich nur zu 21 Savage am mein Leben genießen. Nachher habe ich zurückgeschrieben, schon gut, vielleicht musst du dich jetzt mit dir selber befassen, bevor andere Mitleid offerierst. Und dann genau das, ... Immer die anderen, ... Bei dir haltet keine Beziehung, egal ob Freund oder Kollege, vielleicht mal an deinem Mindset arbeiten. Dann habe ich nochmal zurückgeschrieben, hahaha, hoffe, kennst du mich in echt und zwar gut, wenn du so schreibst und sonst wünsche ich dir eine gute Besserung, hoffe, bist bald mal nicht mehr so bitter, es tut einem nicht gut. Und eigentlich solltest du so Leute gar nicht antworten und es ist ja wie egal. Aber ich denke mir dann trotzdem, was nehmen sich Leute raus, bei mir so kommen und ja, es hat keine Beziehung. Also, voll Grind angeschlagen. Ich hoffe wirklich, das ist jemand, der mich in Real Life kennt, der vielleicht mal mit mir befreundet war und so anonym geht haten und so ein bisschen etwas so Frust ablassen muss oder so, weil sonst kann ich mir das nicht erklären. Das ist schon mega peinlich. Wenn irgendein Fremder so kommt und sagt, keine Beziehung habt. Ich bin wirklich mit jedem ernsten Freund, den ich hatte, so basically 2 Jahre zusammen gewesen. Was keine Beziehung habt, so, ich bin halt jung. Wen juckt's? Hast du überhaupt schon mal eine Freundin gehabt? So. Oder auch Kollegen. Was für Kollegen? Ich habe wirklich... Ich weiß nicht, wieso ich mich jetzt rechtfertige. Mein Point war, dass es egal ist. Aber trotzdem, so Leute sind so dumm. Das ist so... Ich hasse das, wenn die Facts so out there sind. Man könnte wie über mich herausfinden, dass ich actually jemand bin, der einfach seit 10 Jahren die gleichen Kolleginnen hat, so 2 verschiedene, und das wäre es dann gewesen. So... Do your research vielleicht. Aber eben, gerade bei so einem, das ist etwas, das mich hure persönlich angreifen soll, wo jemand sich rausnimmt, mich irgendwie auch wissen zu lassen, hey, ich meine, etwas über dich zu wissen. Und finde das auch scheiße, was ich über dich weiss. Und das ist einfach so offensive, Bro, weil du kennst mich nicht. Und das sind so Sachen, die einem zur Weissglut treiben. Und das ist ja... Im Internet ist es noch so, ja, Bro, okay, dann halt, tschüss. Aber genau das ist eigentlich auch das, was in Real Life passiert. Wenn jemand einem angreift, sind es meistens Leute, die einfach irgendein Bild von dir haben, wo sie sich irgendwie zusammengestaucht haben von irgendwelchen kleinen Impressions, wo sie dann selber etwas daraus machen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, aber zum Beispiel bei mir im Gymi, in meiner Klasse hat es eine gehabt. Sorry fürs Expose, aber du bist so gemein zu mir, Mann. Das war in meiner Klasse und ist recht links orientiert gewesen. Nicht rechts, sondern so linksextrem. Und ihr checkt jetzt dann, wieso das relevant ist. So extrem invested politisch. Du hast nichts recht machen. Wenn
einmal etwas vom H&M angehabt hast, ist sie die wirklich so anschissen für das. So, was kaufst du so, Fast Fashion Scheiß und so. Wirklich so sich immer reingemischt und moralisch ist sie die beste und krasseste und der perfekte Mensch gewesen. So. Und sonst auch noch, richtig Streberin, habe ich immer gefühlt an ihr, so wirklich so Academic Weapon, auch von daheim aus halt so, die haben das wollen, was mir leid tut für sie, aber ok, du bist ein Academic Weapon, du weißt es besser als wir alle, du bist Queen. So fair. Im Fall, ich liebe Streber. Ich liebe auch, wenn sie wissen, dass sie besser sind als wir alle. Gegen das habe ich gar nichts. Wirklich gar nichts. Außer wenn sie besser wisserisch sind. Aber das Geile an Streber ist ja meistens, sie wissen es wirklich. Das stört mich nicht. Es stört mich nur, wenn Leute Scheiß behaupten, die nicht stimmt. Auf jeden Fall, stellt euch eine vor, linksextrem, setzt sich ein für alles und jeden. Und ich bin dann irgendwie in ihre Friendgroup reingerutscht, weil ich mit meiner anderen Friendgroup, wo die Sau drin war, wo ich euch immer davon erzähle, meine schlimmste Kollegin auf der ganzen Welt, weil ich nicht mehr mit der chillen wollte, habe ich dann so andere Kolleginnen gesucht, damit ich nicht mehr im Umfeld von der sein muss. Es hat nie geklappt, weil sie ist immer dann mich zurückholen. Aber dann bin ich auf jeden Fall in diese Bubble reingerutscht. Außerdem, ja egal, ich sage jetzt nicht noch mehr über die Person selber. Daisy, ich hoffe, du bist am Lachen. Meine Kollegin, die sie kennt. Und sie hat dann einfach, wir sind legit befreundet gewesen, gell? Es ist nicht, dass sie mich irgendwie gehatet hat und einfach etwas rauslassen wollte, sondern wir sind so befreundet, sitzen so in der Mensa, reden ganz normal in der Pause und irgendwann pullt sie einfach da, dass sie mich anschaut und sagt, ja, also, ich finde im Fall, Scheidungskinder, die können keine richtige Beziehung führen. Schaut mir so straight in die Augen. Und ich weiss nicht mehr, was genau der Wortlaut war, aber so das war die Message. Einfach so aus dem Nichts so eine Front. So, Bro, du bist Scheidungskind, Emma. Und das Geile war eben, es war niemand an diesem Tisch sonst Scheidungskind. Also es war klar, dass es nur um mich gehen kann. Und ich hatte dort actually einen Freund. Glaub. Und sie natürlich nicht. Möge man bemerken. Und ich so, hä? Wie kommst du jetzt auf das? Ja, weißt du, weil es ihnen ja so vorgelebt worden ist, glaube ich nicht, dass sie lieben können. Und auch so, sind halt immer die dann so low-key, so ein bisschen schlampig sind und so. Bro, linksextremes Girl geht slut-shamen. Extreme Version. Was? Und ich wirklich so dort so, und die anderen am Tisch haben dann auch irgendwie angefangen, mich so ein bisschen zu verteidigen, aber sie haben ja nicht gross etwas sagen, weil sie sind selber kein Scheidungskind. So, schön für euch, Alter, ihr habt das perfekte Leben, eure Eltern lieben sich und dann gehen ihr mich fronten, weil bei mir halt nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Danke für den, wirklich. Als würde es mir jetzt selber genug anschiessen. Und dann ist es so hure hin und her weitergegangen. Es ist sicher eine Viertelstunde gegangen, wie sie sich einfach weiter reingeritten hat in das. Und so voll probiert, ja, sie hat auch eine Studie gelesen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, so, gib mir die scheiß Studie. Komm, pull up. Das macht doch keinen Unterschied. Also klar ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass Menschen, die von gescheiterten Elternhäusern kommen, vielleicht auch Issues bekommen. Aber das heisst nicht, dass nur weil deine Eltern verheiratet sind und unter dem gleichen Dach wohnen, dass sie eine gute Beziehung haben. Habe ich ihr gesagt, aber es kann ja auch sein, dass Leute die Eltern haben, die zusammen sind, aber die streiten die ganze Zeit. Findest du dann nicht, dass das Gleiche ist? Nein, weil sie haben ja gleich das Bild von den Eltern, die zusammen sind. Ja, ich dachte, bist du dumm? Wirklich, gestrebertste auf der Welt, gescheitste auf der Welt. Tut einmal in Real Life irgendeine Diskussion anfangen, weiss ich nicht mehr zu helfen. Dann ist sie wirklich so unbeholfen, panisch, 10 Minuten am Googlen gewesen, hat probiert, irgendeine Studie rauszugraben, hat natürlich keine einzige gefunden. Ja, ich finde sie jetzt gerade nicht. Ja, jetzt, wo du gerade auf der Suche bist, könntest du vielleicht auch noch deine Ehre suchen. Und so ist es dann weitergegangen. Und ich bin dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich angefangen habe zu heulen oder safe Tränen in den Augen kam. Ich habe einfach so, was ist mit dir? Hast du das Gefühl, ich finde es geil, Scheidungskind gewesen, musst du mir jetzt nicht an. Was ist mit dir? Und dann weiss ich noch, ich bin an diesem Punkt, entweder hatte ich einen Freund gehabt, oder auf jeden Fall sonst nichts mit jemandem am Laufen. Und dann habe ich ihr sogar gesagt, so, wieso sagst du mir auch, dass ich quasi zu denen gehören würde, die dann einfach so ja, gibt es irgendein schönes Wort, das man als zukünftige Lehrerin sagen kann? Nein, Effekt. So auf den, und dass ich einfach
nicht lovable bin und niemand lieben kann. So, sie hat wirklich nicht mal... Ich habe ihr gesagt, du weißt doch gar nicht, was bei mir läuft. Entweder habe ich ihr gesagt, jo, ich habe einen Freund, was redest du? Oder habe ich ihr gesagt, ich schreibe nicht mal mit jemandem. Ich weiss eben nicht mehr, ob ich einen Freund hatte. Und dann ist es so, bla bla, haben wir die Pause fertig in die nächste Stunde. Und dann glaube ich, dass die anderen, weil ich bin dann einfach davon, glaube ich glaube, die anderen haben ihr dann so gesagt, Bro, was redest du? Und dann ist sie im Nachhinein, glaube ich, in der nächsten Lektion oder der nächsten Pause oder so, am gleichen Tag noch, zu mir gekommen. Und das ist crazy, weil das könnte ich nie, also für das kriegt sie einen Hut ab. Und hat sich entschuldigt. Hat sich einfach entschuldigt, meine linksextreme Babygirl. Hat gesagt, ja, ihr ist aufgefallen, sie sind, glaube ich, einfach eifersüchtig. Weil jeder würde mich ja wählen. Und ich habe einfach das perfekte Leben und sie ist so schön. Und dann hat sie mir plötzlich so mega viel Kompliment gemacht, irgendwie, dass sie denkt, ich habe das perfekte Leben. Und sie hat mich nicht so gut gekannt an diesem Punkt. Es ist nicht, dass sie irgendwie gewusst hat, was für Typen auf mich stehen oder ob überhaupt jemand auf mich steht. Das ist alles in ihrem Kopf entstanden. Ich bin nicht jemand, der geht reden so, oh mein Gott, und dann hat der mir geschrieben, und der mir geschrieben, weil es ist actually auch nicht so. Es steht im Fall niemand auf mich. Nur so, als Information. Und niemand will jemals etwas von mir, beziehungsweise lässt mich das auf jeden Fall nicht wissen. Ich bin nicht die. Ich bin nicht von da. Und ja, du weißt, jeder will die und so, und das hat mich halt einfach triggert, weil bei mir ist es halt nicht so und ich habe halt noch nie einen Freund gehabt, noch nie etwas mit einem gehabt und so und du kannst das halt immer haben und so und darum habe ich darum habe ich das so gesagt, es tut mir leid. Was? Bro, ja schön, danke, dass du dich entschuldigst, aber das ist ja so ein Prime-Beispiel dafür, dass Leute sich einfach irgendetwas im Kopf zusammenwürfeln, du kannst nichts gesagt haben und sie schauen dich an und machen sich einfach irgendein Bild, stecken die in irgendeine Schublade und denken, ja, das ist so eine und gehen dann mit dem weiter. So. Und du musst es dann einfach irgendwie ertragen. Und darum, das war ja so unnötig, dass ich überhaupt mit ihr diskutiert habe und mich so offended gefühlt habe, weil sie hat mein Leben gar nicht gekannt. Sie hat gar nicht gewusst, was bei mir alles gelaufen ist. Sie hat gar nicht gewusst, wie ich in Beziehungen funktioniere. Sie hat gar nicht gewusst, wie meine familiäre Situation ist. Sie hat nichts gewusst, aber einfach geschnurrt. Und so ist es immer. Leute, die dich wirklich treffen können sollten, sind Leute, die dich so gut kennen, fast, wie du dich selber kennst. Wenn dir deine allerbeste Kollegin, die alles über dich weiss, sagt, Bro, ich glaube im Fall, du machst gerade eine schlechte Entscheidung, dann hat das Hände und Füße, weil die Person kennt dich. Aber wenn der Nachbar kommt und sagt, hey, aber das würde ich jetzt nicht machen, wen juckt's? Ganz ehrlich, wen juckt's? Und eben, wenn du mit 30 Berufsmatur anfängst und irgendwelche 18-Jährige, die keine Ahnung vom Leben haben, nicht, dass ich sage, alle 18-Jährigen haben keinen Plan vom Leben, aber jetzt die persönlich, die ich hier in meinem Beispiel habe, wenn die dich auslachen, dann lachen sie dich halt aus. Dann kannst du denken, ja, du kleiner Scheisser, warte erst mal ab, bis du 30 bist. So. Weißt du, was ich meine? Es ist so gleich. Und die Leute schubladisieren immer. Das macht jeder. Das ist einfach ein automatisierter Prozess vom Hirn, um das Leben zu vereinfachen. Man denkt in Schubladen, weil früher hat es halt nur gut und schlecht gegeben. So, dieses ist gefährlich und dieses ist gut. Das sind meine 2 Schubladen. Uga Buga Survival. Und ja, es ist, wir alle sind betroffen von dem und wir alle machen das und es ist nie eigentlich cool und man kann es aber nicht vollständig auslöschen, aber ich finde, was man selber machen kann, ist sich dem bewusst werden, dass das eben der Fall ist. Leute schauen mich an, in der Regel, wenn ich mein Maul noch nicht geöffnet habe, dann changed es meistens, schauen mich an und denken, die ist dumm, die ist wahrscheinlich eine Schlampe, wirklich so. Das denken die Leute von mir. Die ist eine Schlampe, die ist dumm, die ist arrogant. Was noch? Die ist hochnäsig, egoistisch. So, das tun die Leute mir attribuieren. Weil ich blonde Haare habe, blaue Augen und vielleicht ab und zu mal pinke Kleider anlege oder irgendwie eine coole Tasche anhabe. Oder vielleicht auch nicht gerade die bin, die zu jedem angeht und das Bedürfnis hat, um da allen zu gefallen, sondern ich laufe halt einfach durch und wenn du mir nicht Hallo sagst, sage ich dir sicher auch nicht Hallo. Wegen dem bin ich nicht arrogant. Wegen dem ist Bro nicht arrogant, sondern Bro hat Selbstrespekt. Was ja allgemein sehr schlecht ankommt bei Frauen. He? Also, wenn Frauen Selbstrespekt haben. Nicht, dass Frauen das nicht gerne haben, sondern die Gesellschaft, oder?
mag es lieber, wenn wir uns hassen. Und Bro, wie sollte ich durchs Leben gehen, wenn ich jeden Tag denke, ja, die Leute schauen mich nur an und denken, die blonde kleine Dumme. Wie sollte ich kann so nicht durchs Leben gehen. Vielleicht bin ich darum auch so schlimm, wenn ich mein Maul aufmache, weil ich so den Drang habe, dass die Leute wissen, dass es auch anders geht, nur weil ich blonde Haare habe, dass ich wegen dem nicht schnurzdumm bin und auch keine Meinung haben kann und Das ist eigentlich auch gar nicht meine Aufgabe. Von mir aus sollten die Leute das glauben, aber das lohne ich wie auch nicht auf mir sitzen. Aber eben, wenn ihr jetzt an euch selber denkt, euch fallen sicher auch mega viele Attribute ein, also Eigenschaften, wo Leute euch zuschreiben würden, ohne euch zu kennen. Und auch wenn Leute euch vielleicht ein bisschen kennen von der Schule, also du kennst einander in der Schule nicht. Ich meine, wenn ihr an mich zurückdenkt, an vielleicht Situationen, die mega, mega schlimm waren, wo man im Nachhinein herausgefunden hat, von Leuten, mit denen man in der Schule war, sondern zum Beispiel der und der aus meiner Klasse ist später herausgekommen, dass bei dem daheim die Hölle los war, sie einander verprügelt haben, was weiß ich was, und niemand hat es gewusst. Weil du bist nicht auf dieser Ebene, nur weil du miteinander in einer Klasse bist. Du kannst so viel voneinander verstecken und du kennst einander genau in dem schulischen Kontext und that's it. Genauso mit Arbeiten, mit überall. Du kennst einander nicht so gut, wie du meinst, nur weil du jeden Tag aufeinander hockst. Darum, ich weiss, es macht auch weh von Leuten aus dem beruflichen Umfeld oder eben schulischen Umfeld, weil man sich so denkt, hey Bro, aber du siehst mich ja jeden Tag. Wie kannst du so über mich denken oder wie kannst du mir so etwas sagen oder über mich lästern oder so ein Bild von mir haben. Aber eigentlich ist es nicht so deep. Es ist nicht so deep und es ist auch nicht unsere Aufgabe, jeder Person so viel von uns zu geben, dass sie uns korrekt beurteilen und verurteilen könnten. Ich muss nicht meinen Nachbar wissen lassen, was eigentlich meine tiefsten Gedanken sind, dann soll er halt meinen. Weißt du, was ich meine? Ich drehe mich so ein bisschen im Kreis, aber das Thema ist einfach so etwas, wo ich glaube, 100 Jahre darüber reden können und auch so schwierig ist, um so besser werden drin, weil logisch, es macht immer weh, wenn jemand dir irgendeinen Scheiß an den Kopf wirft, der keine Hände und Füße hat. Und genau wie ich jetzt reagiert habe, dass ich mich nochmal gerechtfertigt habe und gesagt habe, hä, wieso würde man mir sagen, oh, du tust mir leid, weil bei dir im Leben hebt nichts. Man will sich immer verteidigen. Und ich finde, es ist eigentlich auch cool, wenn man sich getraut, sich zu verteidigen, weil ich habe auch eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich einfach gar nichts dazu gesagt habe. Wo ich einfach das hingenommen habe und nachher gesagt habe, okay, wenn du meinst. Und das finde ich eigentlich auch nicht schön. Ich finde, es muss aus etwas rauskommen, wo man dann for real, wo es einem wirklich egal ist und man das kann sagen, so, okay, viel Spass mit dieser Meinung. Aber das ist mega schwierig, an diesen Punkt anzukommen. Ich bin auch nicht an diesem Punkt, aber eben, ich probiere, das war mein Point, dass ich immer mehr probiere, gerade wenn so eine Situation auftritt, mir bewusst zu machen und so aktiv zu denken, ja okay, aber eigentlich ist es ja gleich. Und dann denke ich vielleicht nochmal 10-mal dazwischen, Bro, aber es regt mich schon auf, es ist schon mega mühsam, es ist schon mega scheiße. Und dann muss ich nochmal sagen, ja, aber eigentlich ist es egal. Es ändert nichts an meiner Realität, wenn der nebendran geht und sagt, die Emma ist eine verdammte Schlampe, weil sie blonde Haare. Oder? Es macht nichts in meinem Leben. Nichts. Und wenn es etwas beeinflusst, wenn irgendwelche Leute sich beeinflussen lassen von irgendeinem Rumor, irgendeinem Gossip-Scheiß, weil so ist es ja immer in der Schule zum Beispiel, dann jucken mich die Leute herzlichst auch nicht mehr. Weil, meine beste Kollegin würde nie im Leben überhaupt zulassen, wenn jemand daneben steht und sagt, der ist eine dumme Sau. So. Und die Leute, die da zulassen und engagieren und mitreden, sind ja meistens die auch irgendeinen Grund haben, wieso sie das machen, wieso sie die so schlimm finden, obwohl sie die nicht kennen. Genauso wie meine Linksextreme. Sie hat mir wenigstens ehrlich können sagen, dass sie low-key neidisch auf mich ist oder irgendwie ein Problem mit mir hat, weil sie ihre Unsicherheiten in mir sieht und dass ich das nicht habe, wo sie unsicher ist. Was übrigens, habe ich ihr dann auch gesagt, sorry, das stimmt nicht einmal. Ich habe nicht das perfekte Leben. Mir geht es richtig scheiße im Moment. Alles ist stressig. Kein Typ auf der Welt steht auf mich, von dem ich etwas weiss, aber du assumst es einfach und fickst mich nachher an für das. So. Und so ist es immer. Und die Leute haben meistens, und das ist so etwas, was Mütter sagen, aber die Leute haben ja meistens irgendeinen Need, Hintergedanken, wenn sie einem haten. Ich auch. Bei Leuten, wenn ich zum Beispiel jemanden runtermache in meinem Kopf, weil ich denke, du bist so
nervig. Du bist so nervig und du nimmst so wenig Rücksicht. Und die juckt es einfach nicht. Ich hasse eben Leute, das habe ich auch schon 100-mal erzählt, aber ich hasse Leute, die es nicht juckt und die sich keine Mühe geben und die so auf soziale Regeln schiessen und einfach so reingeschissen kommen und irgendetwas Randoms machen und nicht Hallo, nicht Tschüss sagen, so nicht anständig sind eigentlich. Und die hate ich dann. Und dann denke ich mir aber auch, vielleicht ist es auch einfach nur mein so Bedürfnis, zum auch ein bisschen so sein. Aber ich kann mir das ja nicht erlauben. Wisst ihr? Ich darf nicht keine Sekunde unanständig sein, aber alle anderen schon. Und für das hasse ich die anderen, weil ich wäre auch gerne ein bisschen mehr so. Wisst ihr, was ich meine? Ich wäre überhaupt nicht gerne unanständig. Aber ich fände es schon attraktiv, nicht müssen jede Sekunde vom Tag denken, ist jetzt das gut gewesen? Ist jetzt das angemessen gewesen? Findet mich die Leute jetzt unanständig wegen dem, weil ich jetzt nicht so nett Hallo gesagt habe wie die Nächste? So viel zu, es juckt mich nicht, Leute, mir juckt alles, das sage ich jede Folge gefühlt, aber es ist genau wegen dem für mich so schwer, weil ich mein ganzes Leben schon damit konfrontiert werde, was die Leute für ein Bild von mir haben, das gar nicht mit der Realität übereinstimmt, dass ich dann wie 200% so viel mache, um Leute, die mir einigermaßen wichtig sind oder irgendwie, wo ich wenigstens einen guten Eindruck drauf machen will, dass ich dort 200% gebe, dass sie ja nicht das Bild von mir haben könnten, wo ich erwarte, dass sie wahrscheinlich sich irgendwie im Kopf zusammenwürfeln. Wisst ihr, was ich meine? So meine Erwartung ist, ja, die meinen jetzt eh, ich bin dumm, die meinen jetzt eh, ich bin... Und nicht, weil ich mir das selber einrede, sondern das ist einfach die Realität von allem, was ich jemals erfahren habe. In jeder Situation. Es war nie nicht so gewesen. Dass ich dann automatisch, bevor ich in eine Situation reingehe, weiss, okay, ich muss jetzt mir hure den Arsch aufreissen, um gut rüberzukommen, weil sonst denken sie sich selber ihren Teil. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss so anständig sein und mir so viel Mühe geben und lustig und gut zuhören. Und was hat sie jetzt gesagt? Und jetzt könnte ich noch diesen Witz machen. Also, eigentlich bin ich gar nicht lustig, ist meine Confession. Ich probiere einfach, Leute zu impressen, mit lustig zu sein. And that's the real tea. Das hat sich wieder gereimt. Full Circle Moment mit dem Anfang von dieser Folge. Ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Mein Anfangspunkt war, ihr könnt nicht alles haben. Mein jetziger Punkt ist, schieß doch mal auf die Leute. Aber nochmal zum Zurückkommen zu, man kann nicht alles haben. Setzt eure Prioritäten und seid fein damit, dass dann dafür etwas anderes ein bisschen leidet. Ihr könnt nicht alles haben, auch wenn es bei allen anderen so aussieht. Glaubt mir, die haben auch nicht alles. Ich kenne Leute persönlich, die gegen aussen, ich würde denen am liebsten, ich weiss nicht, einfach mal wirklich einen Roman schreiben darüber, wie blöd es ist, was sie machen, aber gegen aussen wirklich so das Bild vermittelt und behind the scenes sind sie ein Wrack. Wirklich Wrack. So den ganzen Tag heulen, Type Shit, Wrack. Und gegen aussen sind sie die perfekten Menschen. Und so sind wirklich die meisten. Es gibt schon so Leute, die es wahrscheinlich wirklich im Griff haben, aber ich glaube, die haben auch sehr, sehr, sehr viel müssen für das machen und sind sehr diszipliniert und haben vielleicht auch andere Sachen im Leben gehabt, die sie zu dem geführt haben, dass sie das Leben perfekt führen wollen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das kommt oft aus so einem das Leben war mal nicht so gut gewesen, darum gebe ich jetzt alles, dass es gut sein wird in der Zukunft. Und das ist ja erstrebenswert und ich finde, man kann auch eben sich inspirieren lassen von Leuten und mal so eine Scheibe abschneiden mässig, anstatt immer so, ja, die macht zu viel. Oder, ja, bei der ist sicher behind the scenes scheiße. Also das, was ich jetzt eigentlich gesagt habe, dass die meisten Leute natürlich nicht perfekt sind, auch wenn es so aussieht. Aber man darf auch mal, wenn jemand wirklich krass ist, darf man auch mal denken, scheiße, geil. Ich glaube, ich muss jetzt auch anfangen, so sein ein bisschen. Und das ist ja cool, wir können einander eigentlich mega inspirieren, aber was wir machen, ist halt einfach immer nur vergleichen und das Schlechte sehen, anstatt vergleichen und denken, das kann ich sicher auch. Die kann 10 Kilometer säckeln, das kann ich sicher auch. Ich fange jetzt an zu üben. Nie im Leben denken wir das. Wir denken, die 10 Kilometer, sicher gelogen. Die 10 Kilometer, ich kann nichts im Leben. Wieso kann sie 10 Kilometer säckeln und ich kann nichts? Ich bin so schlecht, ich bin so blöd, ich bin so... Lassen wir es doch einfach mal. Lassen wir den schlechten Vergleich und fangen wir an mit dem Guten. Freundliche Grüße, eure neue Gym-Rat. Ich war heute schon im Gym und es ist so 11. Ja, es ist 11. Das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt.
Nochmal ein grosser Dank an Minerva fürs Sponsoren. Ich hoffe, wenn ihr euch jetzt motiviert fühlt von meiner Speech, dass ihr euch das mal überlegt mit der Berufsmatur, wenn ihr eben eure Lehre schon gemacht habt und noch Lust hättet auf mich. I think it's a good thing. Yes. Rather spend money on education than nochmal eine unnötige Hose, die du nicht brauchst. Freundliche Grüße, vergessen nicht, bewertet den Podcast mit 5 Sternen und folgt «Hört mal» auf Insta und liket meine Posts auf Insta bei «Hört mal», weil ich gebe mir jedes Mal Mühe und es juckt euch einfach nicht. Und wir sehen uns nächstes Mal. Gali Grü, danke vielmals.